Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Hey, so schön mit euch da zu sein. Und ich freue mich auf den heutigen Morgen, wo wir miteinander eintauchen in das Thema, wie treffe ich schwierige Entscheidungen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wer kennt diesen Ort? Wer kennt den Pass Lunghin? Wenn man das so ausspricht. Sondheim, das habe ich noch gedacht, dass ihr den wahrscheinlich kennt, als totale Bündnerland-Fans und Wanderfans. Wisst ihr, was ganz speziell ist an diesem Pass Lunghin? Es ist einer der wichtigsten Wasserscheidepunkte von ganz Europa. Das heisst, je nachdem, wo das Wasser angeht, wenn du jetzt eine Flasche Wasser mitnimmst und sie ausleerst, wenn sie auf der einen Seite ausleerst, das Wasser, das nicht verdampft, wenn du es auf der rechten Seite ausleerst, dann fließt es runter, fließt es in die Donau, ins Schwarze Meer. Wenn es auf der linken Seite anleerst, fließt es in die Albula, in den Rhein, in die Nordsee und vorne fließt es schlussendlich in die Adria rein. Also das Ganze an einem Punkt. Und das Bild von dem Pass Lunghin hat mich so an die Thematik der Entscheidungen im Leben erinnert. Manchmal sind die Punkte so nah beieinander, aber die Auswirkungen sind riesig gross, sind unterschiedlich. Das sind wie so Entscheidungen in unserem Leben. Manchmal ist der Unterschied zwischen verschiedenen Entscheidungsalternativen im ersten Moment gar nicht so gross, aber es hat riesige Auswirkungen auf unser Leben. Entscheidungen prägen unser Leben. Wir sind ja in einer ganz spannenden Zeit. Jeder hat dieses Jahr eine Entscheidung treffen müssen. Und ich lange jetzt so richtig rein, geimpft oder nicht geimpft. Impfen, ja oder nein. Und keine Angst, ich mache jetzt nicht Propaganda für das eine oder für das andere. Wir halten das als Kirche weiterhin so. Jeder soll können seine Entscheidung, seine Überzeugung selber haben und selber tragen. Und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, dass wir das miteinander so machen dürfen, dass wir das so toll mitmachen, dass wir eine Silbern-Family sein dürfen, die hinten miteinander mit unterschiedlichen Überzeugungen und eine Familie. Das diskutieren wir weiterhin nicht und das wollen wir so halten. Danke vielmals für das. Aber es zeigt natürlich auf, jeder von uns musste eine Entscheidung treffen. Darum passt diese Serie eigentlich richtig gut in das Jahr hinein. Wir haben letzten Sonntag in dieser Serie angefangen mit der Predigt von der Susanne Kuttruff zu der Frage, wie treffe ich denn weise Entscheidungen? Ganz eine tolle Predigt, wenn sie noch nicht gelesen hast, ist eine gute Grundlage auch für heute. Lass sie noch nachher im Podcast, weil Weisheit, auch schlussendlich Gottes Weisheit, ist eine fantastische Basis oder eine wichtige Basis auch für Entscheidungen in unserem Leben. Man hat herausgefunden, hat es vielleicht auf dem Flyer gesehen, Hirnforscher haben herausgefunden, man trifft täglich so etwa 20'000 verschiedene Entscheidungen. Die meisten davon sind natürlich absolut trivial. Für Männer zum Beispiel, was lege ich an, was lege ich nicht an. Für Frauen natürlich keine triviale Entscheidung, das ist für ein grosses Thema. Und ich kann dann sagen, ja, Schatz, es ist egal, was du hast, du siehst sowieso wunderschön aus. Das ist meine Formulierung von, es ist eine triviale Entscheidung, oder? Aber sie sieht das nicht so. Aber heute wollen wir uns mal diese Frage stellen, wie treffen wir denn schwierige Entscheidungen? Wie treffen wir Entscheidungen, wenn die verschiedenen Alternativen entweder beide oder alle gleich gut sind? Zum Beispiel Hund oder Katze. Also, Moment schnell. Wo sind Katzenmenschen? Wo sind Katzenleute? Okay, das ist die Katzenfraktion. Wo ist die Hundefraktion? Oh, die sind aber Leute. Gut, das ist wie bei den Tieren selber auch. Aber da gibt es wahrscheinlich nicht richtig und falsch, sondern es gibt verschiedene gute Alternativen. Es gibt natürlich auch noch Fraktionen, so ein Tier kommt mir nicht ins Haus, das ist auch okay. Aber manchmal müssen wir entscheiden zwischen gleich guten Alternativen. Manchmal aber auch zwischen gleich schlechten. Wo egal, was wir entscheiden, und das haben wir gerade in dieser Pandemiezeit ein paar Mal gehabt, wir müssen sagen, hey, egal, für was ich mich entscheide, ich kann nur wählen, wie ich verliere. Ich muss wählen zwischen Pech und Cholera. Wie treffe ich denn so eine Entscheidung? Oder wie treffe ich Entscheidungen dann, wenn mir vielleicht die Entscheidung klar ist, was ich machen soll, aber sie ist sehr schmerzhaft? Wie soll ich mich entscheiden, wenn ich weiss, es ist eine Entscheidung, die enorm viel kostet? Man könnte natürlich jetzt sagen, gut, okay, ich werfe eine Münze, aber ich glaube, es gibt noch
Es gibt noch bessere Varianten. Ich glaube, die Bibel kann uns helfen, in diesem Entscheidungsprozess wirklich nicht nur weise, sondern auch schwierige Entscheidungen weise zu treffen. Wie kann uns die Bibel helfen? Das Erste, was wir sehen in der Bibel, Gott selber ist ein Entscheider. Wir sehen das im 1. Mose 1,16, da lesen wir davon, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Da steckt eine Entscheidung dahinter. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Der Vers redet ja davon, dass wir ein Ebenbild von Gott sind. Und da redet ja Gott nicht davon, dass wir irgendwie gleich aussehen oder gleich funktionieren wie er, sondern da redet es in dem Sinne davon, dass wir Menschen sind, die wie er einen Willen haben, die Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Gott ist uns also da ein Vorbild, aber auch Jesus ist uns ein Vorbild, weil Jesus selber hat müssen im Leben schwierige Entscheidungen treffen. Matthäus 26, Vers 39 lesen wir davon. Da heißt es, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da hören wir die Entscheidung raus. Die Entscheidung, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Eine schwierige, eine schmerzvolle Entscheidung, die Jesus treffen musste. Wo Jesus sich die Frage stellen musste, gehe ich den Weg, den schmerzvollen Weg, der vor mir liegt? Jesus hat gewusst, was wird kommen. Er hat gewusst, die Kreuzigung wird kommen. Und dann der Schmerz, der mit dem verbunden wird sein. Nicht nur der körperliche Schmerz, sondern die geistliche Dimension, wo Jesus die Sündhaftigkeit vom Mensch auf sich genommen hat, die Sünde auf sich geladen, eine Zeit von der Trennung vom Vater hat müssen auf sich laden. Jesus ist vor dieser Entscheidung getroffen und Jesus hat sich entschieden, jawohl, ich will den Weg gehen. Also Jesus weiß, was es heisst, schwere Entscheidungen zu treffen und darum ist er uns als Vorbild und ist er uns auch eine Hilfe in diesem Entscheidungsprozess hinein. Etwas Drittes, wie uns die Bibel helfen kann, in schweren Entscheidungen, ist, dass sie eigentlich ein ganzes Buch drin hat, einen ganzen Abschnitt drin hat, wo es darum geht, weise Lebensentscheidungen zu treffen. Das ist nämlich das Buch von der Sprüche, wo es um Weisheit im Leben so grob zusammengefasst geht, weise Entscheidungen zu treffen. Die Bibel ist der Realität von unserem Leben oft so viel näher, als wir uns bewusst sind oder als wir auch uns im Klaren sind. Wir möchten heute Morgen miteinander ins Buch der Sprüche hineinschauen und aus Sprüche 24, Vers 23 bis 27 4 Fragen herausnehmen, die wir miteinander stellen oder wo wir uns stellen in so schwierigen Entscheidungsprozessen. Der Abschnitt ist recht bekannt, aber vielleicht haben wir ihn gar noch nie aus dieser Perspektive von schwierigen Entscheidungen angeschaut. Da heißt es, mehr als alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Lass deine Augen geradeaus schauen, richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Geht noch weiter, Vers. Steht da. Überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Ich möchte da so viel aus dem Text so in 4 Teile unterteilen und aus jedem Teil so eine Frage daraus isolieren und starten mit dem Vers 23. Da heißt es, mehr als alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also wörtlich heißt es da, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Jetzt, im jüdischen Denken ist das Herz der Sitz von unseren Gefühlen, von unserem Willen, von unseren Entscheidungen, von unserem Sein. Und die Bibel sagt uns da, wir sollen auf das achten, wir sollen uns die Frage stellen, gerade auch in schwierigen Entscheidungen, was geht denn eigentlich in mir innen ab? Was passiert in mir innen?
Unsere Entscheidungen haben Einfluss auf unser Leben. Jede Entscheidung, die wir treffen, wird zum Teil von der Geschichte von unserem Leben. Die erste Frage, die wir uns also stellen aus dem Text heraus: Welche Geschichte soll mein Leben schreiben? Die Geschichte von unserem Leben schreiben wir Entscheidung für Entscheidung. Überleg dir mal, wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst und eines Tages willst du zurückschauen und können sagen, hey, mal, ich habe mich gut entschieden. Kannst du dir ein gutes Bild vorstellen, sagen, vielleicht wenn du noch jünger bist und vielleicht Kind hast oder mal wirst Kind haben, kannst du dir überlegen, sagen, hey, wenn ich meine Geschichte, meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, wenn ich die meinen Kindern erzählen sollte, und die Entscheidung, wo du vielleicht auch gerade drin stehst, wie kann ich über die Entscheidung reden? Was kann ich erzählen? Muss ich sagen, ja, dann habe ich mich halt entschieden, dass ich leider, oh nein und so. Oder kannst du sie gar nicht erzählen oder musst du irgendwo durchtricksen oder kannst du sagen, hey, mal, ich habe mich für einen Weg entschieden. Ich habe mich entschieden, dass mein Leben eine Geschichte schreiben soll. Weil weißt du was, ich glaube, du und ich, wir sind berufen, mit unserem Leben Geschichte zu schreiben. Aber unsere Lebensgeschichte schreiben wir schlussendlich Entscheidung für Entscheidung. Das heisst, deine Geschichte von morgen schreibst du mit der Entscheidung von heute. Jetzt gibt es im Ganzen aber ein Problem. Und zwar sind das unsere Emotionen. Eben, da geht es wieder zurück zu dem Herz. Unsere Emotionen, die so im Jetzt funktionieren, können wie die Sicht auf unsere Geschichte vernebeln. Vor einiger Zeit hat mir eine junge Frau, die vor einer grossen Lebensentscheidung gestanden ist, gesagt, ja du, eigentlich weiss ich, was Sache ist, aber weisst, ich muss halt meinem Herzen folgen. Ich habe dann im ersten Moment nichts gesagt, aber habe dann ein bisschen darüber nachgedacht und dachte, hey, das ist eigentlich die schlechteste Aussage, die man machen kann in einer Entscheidung. Ich muss meinem Herzen folgen. Schau mal, was die Bibel dazu sagt. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Das ist so genau das, wir sind so in dieser Situation, wir sind so in dem Nebel und unser Herz, unsere Emotionen, die wollen uns irgendwie in eine Richtung drücken und wir vergessen, den Blick auf das zu richten, wo unsere Geschichte hingehen soll. Unsere schlechtesten Entscheidungen im Leben sind oft aus unreflektierten Emotionen herausgekommen. Darum sagt die Bibel da, hey, achten wir auf unser Herz, achten wir darauf, was in uns innen abgeht, bewahren wir es. Weil es bestimmt über unser Leben, es schreibt unsere Geschichte. Das Problem ist, wenn wir uns lenken lassen durch die Emotion, statt durch den Blick schlussendlich auf unsere Story. Weißt du, der Verkauf, der kennt das. Wenn du ein Auto kaufst oder vielleicht ein Handy kaufst oder so, jeder Verkäufer, der kennt das. Der sagt dir nicht, ja, oder, ich meine, Handy gibt es doch manchmal so die Stände irgendwo durch in den Einkaufsmeilen oder so, wo sie ganz genau wissen, sagen, hey, der Trick ist, jetzt zum Unterschreiben bringen. Jetzt die grosse Emotion wecken nach dem Motto, was das für ein fantastisches Angebot ist. Kein Handyverkäufer sagt dir, geh noch mal heim, gehst irgendwo durch auf eine Vergleichsplattform im Internet, tust mal alles vergleichen, tust das mal sauber überlegen und dann, wenn du dann wirklich überlegt hast, was der Vertrag wirklich für dich bedeutet, dann kommst du wieder und dann unterschreibst. Das sagt dir niemand im Verkauf, sondern im Gegenteil, sagt, hey, wenn du jetzt unterschreibst, wenn du jetzt aus der Emotion heraus handelst, dann kommst du noch irgendetwas extra über. Der Autoverkäufer, oder? Wo sagt, hey, wenn du jetzt gerade den Vertrag unterschreibst, dann gibt es noch gerade einen Satz zu Interreifen dazu. Warum? Weil der Mensch so funktioniert. Und der Verkauf nutzt das schamlos auf. Aber weißt du was? Wenn wir schwierige Entscheidungen treffen wollen, langfristige Entscheidungen treffen wollen, müssen wir lernen, unseren Blick auf unsere Story zu richten, auf die Geschichte, die wir mit unserem Leben schreiben wollen, statt auf die Emotion. Welche Geschichte soll mein Leben schreiben? Wenn man mal weitergeht zu der zweiten Frage, in dem Vers hinein, oder zum zweiten Vers in dem Abschnitt hinein, da heißt es dann, lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Da hinein sehen wir eigentlich, Wahrheit ist immer unser Freund in Entscheidungen hinein. Wahrheit befreit immer. Wahrheit ist immer etwas ganz Wichtiges in so Entscheidungen hinein.
Es gibt aber ein Problem im Ganzen. Wir sind Weltmeister drin, uns selber anzulügen. Wir sind Weltmeister drin, uns selber Sachen zu verkaufen und uns irgendwelche Argumente zu erklären. Ich habe vor kurzem eine recht strenge Zeit gehabt und ich mache eigentlich noch gerne ein bisschen Sport, ich gehe gerne ein bisschen joggen. Bin meistens aber zu spät heimgekommen am Abend, dass ich nachher joggen konnte, weil dann habe ich Hunger gehabt und dann wollte ich auch nicht mehr joggen, dann wollte ich essen. Oder? Und dann habe ich die gute Entscheidung getroffen, ab jetzt gehe ich immer am Morgen früh, ich stehe eine Stunde früher auf und gehe dann joggen. Die mich kennen, wissen, ich bin alles andere als ein Morgenmensch. Also der Tag fängt bei mir so gegen 11 Uhr wirklich an. Das heisst, wenn ich also am Morgen um 5:30 oder so joggen, das ist vielleicht auch schon eine dumme, eine naive Entscheidung. Aber anyway, ich habe sie getroffen. Aber jeden Morgen, und ich habe dann irgendwie so eine innere Uhr, ich verwache dann sogar. Aber ich habe jeden Morgen ein Argument gefunden, warum also ich genau heute noch liegen bleiben und nicht gehen sollte. Kein Problem. Jeden Morgen habe ich mir das irgendwie verkaufen, dass ich liegen bleiben kann. Ich bin kein einziges Mal gegangen. Oder vielleicht das Beispiel, wenn man mal 40 ist, sollte man ja ein bisschen vorsichtiger werden mit dem Dessert. Oder? Und die Argumente, die man sich erfindet, warum also man sollte Dessert essen. Ja, also man kann schon Dessert essen, aber das zeigt sich dann halt, oder? Ich meine, da gibst du die eben nach dem Motto, ja, ich esse jetzt heute, beim Nacht, ich esse jetzt heute ein Dessert, weil ich habe zum Mittag keinen gehabt. Ja, was hat jetzt das Dessert vom Nacht mit dem Mittag zu tun? Oder ich esse heute ein Dessert, ich gehe ja morgen Sport machen. Ja, Sport machen morgen ist gut, aber was hat das für einen Einfluss auf den heutigen Dessert? Also, wir sind Weltmeister drin, uns Sachen, die wir irgendwie wollen, gut zu verkaufen. Wir sind Weltmeister drin, uns dafür sogar anzulügen. Die wirklich faktische Wahrheit spielt dann gar keine Rolle mehr. Und darum können wir uns in den schwierigen Entscheidungen eine zweite Frage stellen, nämlich die Frage, bin ich ehrlich zu mir selber? Das ist wahrscheinlich sogar von diesen 4 Fragen die schwierigste. Bin ich ehrlich zu mir selber? Und vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen stärker machen, die Frage, und noch ein zusätzliches Wort rein tun, nämlich das Wort wirklich. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Weil wir sind Weltmeister, uns Sachen gut zu verkaufen, die wir eben wollen. Die faktische Wahrheit spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Ich weiss nicht, hat wahrscheinlich jeder kennt in seinem Leben so Entscheidungen, wo er gerne zurückgehen würde und sagen, so einen sanften Schlag auf den Hinterkopf geben und sagen, Junge, was hast du eigentlich entschieden? Spinnst du eigentlich? Mir ist so eine Geschichte in den Sinn gekommen vor ein paar Jahren. Ich habe ja mal in der Informatik geschafft, ich habe in der Internetsicherheit geschafft und so, und ich kenne mich aus in den Ecken. Und dann habe ich auf einer Online-Plattform gesehen, jemanden, der ein MacBook verkauft hat für 1400 Franken. Ein MacBook kostet nicht 1400 Franken, oder trotzdem hat es mindestens nicht so viel gekostet. Ich kann aber ein MacBook wählen. Und es war ganz kein Problem. Ich musste einfach das Geld überweisen und er hat dann gesagt, schickt mir das dann. Ich meine, ich habe gewusst, wie es funktioniert. Geld gegen Ware, Ware gegen Geld, alles die Sachen. Oder? Aber ich kann ein MacBook wählen. Das heisst, ich kann mir Argumente liefern, warum das schon gut ist. Ich habe ja seine Adresse und ist ja ein Schweizer Bankkonto. Und ich habe ja Bestätigung, wenn etwas nicht gut wäre. Ja klar, ist ja weg das Geld, oder? Ist ja logisch. Aber es zeigt mir so schön, wie wir Weltmeister sind, uns selber zu beschissen, wenn wir etwas wollen und nicht mehr wirklich ehrlich sind. Und darum muss ich die Frage stellen, bin ich wirklich ehrlich zu mir selber? Oder suche ich mir Argumente zusammen? Psychologie kennt so etwas, das heisst Bestätigungsfehler oder ist noch mehr bekannt vielleicht unter dem englischen Begriff Confirmation Bias, wo aufzeigt, dass wir Argumente, die für das sprechen, was wir wollen, stärker gewichtet. Das ist ja ganz lustig jetzt wieder in der ganzen Corona-Zeug- und Sachen-Diskussion. Die Sachen, die wir hören wollen, die Argumente, die gewichten wir stärker. Und das siehst du ja wie ein Kind. Das Kind sagt dir irgendwo mit 9, alle in meiner Klasse haben ein Handy. Und weißt du, das Kind glaubt das sogar. Alle haben ein Handy, weil alle, die kein Handy haben, blenden es aus. So funktioniert die menschliche Psyche. Und so kommen so viele Entscheidungen in unserem Leben, so viele falsche Entscheidungen aus dem heraus, dass wir nicht ehrlich sind zu uns selber. Und ich glaube, gerade das ist der Ort, wo uns gute Ratgeber helfen können. Gute Ratgeber sind Menschen, die mich wirklich kennen. Es sind Menschen, die etwas von dieser Weisheit, die wir letzten Sonntag auch davon gehört haben, auch sichtbar wird in ihrem Leben. Menschen, die so eine geistliche Sicht auch aufs Leben haben. Gute Ratgeber sind aber auch Menschen, die ehrlich sind mit mir, die mich so gern haben, dass mir auch die ehrliche Wahrheit sagen. Bin ich, also die erste Frage war, welche Geschichte soll mein Leben schreiben? Die zweite Frage ist, bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Dann gehen wir in die dritte Frage rein.
Vers 25 heißt es dann, lass deine Augen geradeaus schauen. Richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Entscheidungen, es redet hier in den Vers von einem Weg. Und auf dem Weg, vielleicht haben wir das auf dem Flyer gesehen für die Serie, Wege sind manchmal auch geprägt von so Weggabelungen. So Punkte, wo du ankommst und musst entscheiden, gehe ich jetzt links oder rechts. Und das ist ja eigentlich ein schönes Bild für eben so Entscheidungen, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts. Und wenn die Bibel uns da sagt, wir sollen auf den Weg achten, bedeutet das da auch uns die Frage zu stellen, sagen, hey, wo führt denn der Weg, wo ich gehe, wo führt er denn auch hin? Oder für unsere Entscheidungen sich die Frage zu stellen, sagen, hey, die verschiedenen Varianten, die verschiedenen Alternativen, schlussendlich auch zu vergleichen. Wie können wir das machen? Wie können wir die verschiedenen Alternativen auch abwägen gegenüber voneinander? Wir können uns zum Beispiel die Frage stellen, welche Werte stecken hinter den einzelnen Entscheidungsalternativen, die ich habe. Sind sie gut? Einfach mal die moralische Qualität der verschiedenen Entscheidungen. Wie gut ist die eine oder die andere Entscheidung? Sind sie prägt von Liebe und von Frieden? Welche ist vielleicht mehr prägt von Liebe, mehr von Frieden? Wir können uns die Frage stellen, welche Auswirkungen haben sie auf unser Umfeld? Nicht nur, welche Geschichte schreiben sie in unserem Leben, sondern auch, was haben sie für ganz konkrete, ganz praktische Auswirkungen für meine Familie, für meine Nächsten, für meine Arbeitskollegen, für die Menschen um mich herum? Sind sie prägt von der Güte Gottes? Wo wird die Güte Gottes in der Entscheidung sichtbar? Wo sehen andere Menschen die Güte Gottes in meinem Leben und durch mein Leben? Wir können uns die Frage stellen, wo übernehme ich Verantwortung für mich, für mein Leben, für meine Familie, für mein Umfeld? So eine zweite, grössere Möglichkeit, um Entscheidungsalternativen zu vergleichen, hilft sich die Frage zu stellen, ist eines davon ein Extrem? Extrem sind eigentlich immer ungesund. Ich glaube, das, was wir suchen in unserem Leben, ist schlussendlich Ausgewogenheit. Und dürfen uns bei verschiedenen Entscheidungsvarianten die Frage stellen, hey, welches ist die ausgewogene Lösung? Welche ist lebbar? Welche ist gesund? Welche ist irgendwo durch eingemietet im Leben? Wir können aber auch weitergehen und uns die Frage stellen, hey, gibt es denn noch Alternativen? Manchmal sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und vor lauter Varianten A und B merken wir gar nicht, dass es vielleicht noch eine Variante C gibt. Und gerade auch da kommt wieder das, wo wir sagen, hey, dass wir gute Ratgeber um uns herum haben. In der Kirche, in der Kleingruppe, gute Freunde, Menschen, die uns helfen, die Frage stellen, sagen, du, aber du bist jetzt wahnsinnig eingeschossen auf das oder das. Wäre denn nicht auch das vielleicht eine Möglichkeit? Oder gibt es vielleicht noch etwas zwischendrin? Wenn wir diese Weggabelung stehen, müssen wir uns auch die Frage stellen, wo stehen wir denn auch in diesem Entscheidungsprozess hinein? Ich glaube, es gibt so zwei Extreme. Die einen, die sind schnell im Entscheiden. Sagen, hey, weißt du, stopp. Lern über eine Entscheidung, nochmal darüber schlafen. Und wenn du nachher noch nicht so scharf bist, dann weißt du, dann schlafst du nochmal darüber. Ich bin ein bisschen auf dieser Fraktion. Ich bin so ein bisschen ein Schnellentscheider und ich muss lernen, sagen, hey, halt, zuerst studieren, dann entscheiden. Es gibt aber das andere Extrem. Menschen, die zu langsam sind, sagen, hey, weißt du, du musst entscheiden. Manchmal musst du eine Entscheidung treffen. Jetzt hast du studiert, jetzt hast du abgewögt, jetzt hast du dir die Frage gestellt, jetzt ist die Zeit zu entscheiden und den Weg auch zu gehen. Die Frage, die hinter dem Ganzen, wo wir uns stellen, auch aus dem Vers heraus, hey, der Weg, wo wir gehen wollen, der Weg, wo wir sollten gehen, wo führt er denn hin? Welchen Weg will ich gehen? Wo führen die verschiedenen Alternativen in meinem Leben? Wo führen sie hin? Und dann sagt uns ein Abschnitt weiter, überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Es gibt so ein heißes Problem. Ja, ich will ja das Richtige tun, ich will das ja durchziehen, aber stimmt meine Einschätzung? Ich glaube, da haben wir gerade einen ganz, ganz grossen Vorteil, wenn wir das Leben leben mit Jesus. Wir sind in diesem Entscheidungsprozess nicht allein. Wir dürfen uns die Frage stellen, hey, was sagt denn Gott zu meinen Entscheidungen? Was sagt Gott dazu? Und ich habe bewusst heute Morgen die Predigt nicht mit dieser Frage angefangen, was sagt Gott dazu, und dann kannst du einfach nur noch entscheiden. Weil so oft in unserem Leben sagt Gott nicht einfach, es ist die Variante A.
Gott funktioniert nicht so. Aber Gott soll eine Rolle spielen in unseren Entscheidungen. Gott redet in unsere Entscheidungen hinein. Wenn wir das erleben wollen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir für ein Bild haben von Gott. Wenn wir Gott Einfluss geben in unseren Entscheidungen, wenn Gott zu unseren Entscheidungen soll Stellung nehmen und unsere Entscheidung soll prägen, müssen wir ein Gottesbild haben, dass wir einen Gott haben, der es gut meint für uns. Wir müssen uns bewusst sein, sagen, hey, wenn Gott mir etwas aufzeigt, wenn Gott mich führt und leitet, dann macht er das, weil er das Beste will für dich und für mich. Er ist der beste Ratgeber, den es gibt. Jetzt, wenn wir uns die Frage stellen, ja, was sagt Gott dazu, müssen wir uns ja auch die Frage stellen, wie redet denn Gott in Entscheidungen hinein? Ich habe manchmal ein bisschen Mühe, wenn Leute sagen, ja, weißt du, und dann hat mir Gott das gesagt, dann hat mir Gott das gesagt, dann hat mir Gott das gesagt, dann hat mir Gott das gesagt. Und ich denke nur so, ist noch recht viel Text, irgendwie. Wie redet Gott in Entscheidungen? Wie können wir Gott hören in so Entscheidungsprozessen? Ich glaube, das Erste, was wir machen können, ist, dass wir uns dazu entscheiden, oder dass wir den Weg gehen, zu entscheiden aus der Begegnung mit Gott heraus. Dass wir es lernen, schwierige Entscheidungen in unserem Leben aus diesem Begegnungsmoment mit Gott heraus zu treffen. Manchmal ist vielleicht gar nicht der Moment, wo wir einen Moment, irgendwie, weiss nicht, eine Gebetszeit gemacht haben oder hatten und dann hat Gott geredet, aber wo wir einen Moment verbracht haben, einfach in der Gegenwart von Gott. Dazu merke ich, in meinem Leben muss ich Raum schaffen. Der passiert nicht einfach. Da brauche ich manchmal eine räumliche Distanz, muss ich rausgehen, in den Wald, in die Berge, in den Keller, weiss nicht was. Weg vom Gewusel, weg vom Alltag. Ich kann in den Keller gehen, ist doch auch schön. Ich muss die Ablenkung ausschalten. Ich muss schauen, dass irgendwo zwischen mir und Gott nichts zwischendrin steht. Vielleicht muss ich noch irgendetwas ausräumen. Und ich sage, hey, ich schaffe so das Momentum, den Raum von der Begegnung mit Gott. Das Zweite, was ich machen kann, ist, ich bitte Gott um sein Reden. Ganz konkret. Jetzt, wenn ich Gott um sein Reden bitte, geht es natürlich auf die eine Seite darum, ihn zu bitten, dass er mir Weisheit schenkt, dass er mir neue Ideen schenkt. Aber ich glaube, da geht es auch um eine Grundentscheidung. Ich sage, um Gott, wenn du redest, dann werde ich es auch machen. Ich habe es in meinem Leben gemerkt, die Entscheidung für die Bereitschaft zum Gehorsam ist die Grundlage für Gottes Reden. Nach dem Motto, wenn ich die Entscheidung nicht treffe, ja, Gott ist sowieso nur einer von vielen Ratgebern und was er sagt, ist eigentlich ja auch noch interessant, dann wird er auch nicht reden. Was Gott macht, ist, er schenkt neue Gedanken. Schenkt er vielleicht Variante C, neue Ideen. Was ich auch merke in meinem Leben, wo Gott plötzlich über Varianten einen Frieden schenkt oder eben oft oder noch viel öfter einen Unfrieden. Und ich merke, das ist irgendwo durch den Weg, der wäre vielleicht vom Kopf her irgendwo durch gut, aber ich merke, irgendetwas stimmt nicht. Und es ist manchmal, ich kann es nicht einmal formulieren, aber dann merke ich, da ist ein Unfrieden in meinem Leben. Und ich merke, das ist irgendwo durch das, wie Gott redet. Wir können uns aber nicht nur Begegnung schaffen und ihn bitten zu reden, wir können auch uns die Frage stellen, was sagt denn die Bibel dazu? Jetzt, zu vielen Entscheidungen in unserem Leben gibt natürlich die Bibel nicht einfach die Antwort, welchen Job du sollst nehmen, wer du sollst heiraten und so weiter. Das gibt ja die Bibel nicht einfach eine Antwort. Aber wir können uns die Frage stellen, wo finden wir in der Bibel Parallelen zu dieser Situation, wo ich drinnen stehe? Welche von diesen Varianten, die ich kann, sind am nächsten bei den biblischen Werten, die ich kenne? Wie kenne ich Gott? Welche Variante von diesen Möglichkeiten, die ich kann, welche entspricht am ehesten dem, wie ich Gott kenne, wie ich Gott verstehe, wie ich Gott kennengelernt habe? Und aus dem heraus können wir nachher handeln. Aus dem heraus können wir nachher handeln im Vertrauen auf Gott. Ich möchte euch dazu ein paar Bibelverse geben, wie Gott hat gesagt, dass er uns führen möchte. Gott hat versprochen, uns zu führen. Jeremia 29,11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Psalm 143,10. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Römer 8,28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Hey, weißt du, wir haben einen Gott, wo wir vertrauen können. Wo wir Gott die Führung von unserem Leben überlassen können.
Dass wir entscheiden können, auch wenn wir vielleicht nicht von ihm irgendwo durch ein ganz klares A oder das B gehört haben, die Moment verbracht haben in der Begegnung mit ihm, wo er reden konnte, wo er etwas in unserem Herz bewegen konnte, wo wir nachher eine Entscheidung treffen dürfen. Jemand hat vorher im Gebet für den Gottesdienst hat es nachher so schön gesagt, Gott hat ja versprochen, uns zu führen, und hat gesagt, weißt du was, und selbst wenn wir uns falsch entscheiden, dürfen wir im Vertrauen auf Gott vorwärts gehen, er wird es gut machen. Er hat schon schön gesagt, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Finde ich ein ganz cooles Bild. So ist unser Gott. So dürfen wir vorwärts gehen in unseren Entscheidungen. Ich möchte so schliessen mit einem Vers für diejenigen, die am Ladylike sind, kennen den Psalm 37, Vers 5. Da heißt es: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ich weiss nicht, welche Entscheidung vielleicht ansteht in deinem Leben. Vielleicht bist du da, vielleicht schaust du zu, stehst gerade selber in einer grossen Entscheidungsphase, eine Entscheidungszeit in deinem Leben hinein, wo du merkst, hey, ich stehe vor so einem Entscheidungsmoment und ich muss entscheiden. Und dann will ich heute Morgen für dich beten und will dich einladen, die Wege, die Schritte zu gehen in deinem Leben. Und zu handeln schlussendlich in dem Vertrauen auf Gott, auf den Gott, der es gut machen wird in deinem Leben. Vielleicht schaust du zurück auf Entscheidungen in deinem Leben und musst sagen, hey, hätte ich doch noch anders entschieden. Weißt du, für dich gilt die Verheißung, wo Gott sagt, hey, ich will es gut machen. Ich will es gut machen. Ich kann auf deine krummen Linien von deinem Leben kann ich gerade schreiben. Heute ist der Morgen, wo du vielleicht auch die Entscheidung, die falsche Entscheidung zurücklassen. Und sagen, gut, hey, von jetzt an will ich anders weitergehen. Von jetzt an will ich anders entscheiden. Von jetzt an will ich anders handeln. Vielleicht bist du aber auch einfach da und sagst, hey, ich möchte Gott bitten für meine Entscheidungen der Zukunft. Dass ich lernen kann, so zu entscheiden. Gute Entscheidungen, weise Entscheidungen, göttliche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte uns einladen, miteinander zu beten, egal dort, wo du stehst, egal an welcher Situation du gerade dran bist, dass wir uns öffnen, einfach für das, was Gott für uns parat hat. Dass er uns hilft in den Entscheidungen. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, dass du uns einen Willen gegeben hast und mit dem auch die Fähigkeit zu entscheiden. Vater, ich möchte dich bitten für all die Menschen, die zuhören, die die Message vielleicht auch im Internet hören, heute Morgen da sind, die so Entscheidungssituationen in ihrem Leben stehen. Herr, du bist der, der uns da drinnen hilft. Du bist der, der uns befähigt. Du bist nicht der, du schenkst uns nicht nur so Entscheidungsfragen, sondern du schenkst uns auch den Begegnungsraum mit dir, wo du redest, wo du wirkst, wo du handelst. Jetzt möchte ich gerade bitten für die Menschen, die da mit drinnen stehen, dass du einfach mit deiner Nähe kommst und du einfach hilfst in dieser Entscheidung hinein. Vater, ich möchte dich bitten für die Menschen, die zurückschauen auf falsche Entscheidungen in ihrem Leben, die vielleicht grossen Schaden angerichtet haben. Herr, dass du ihnen hilfst, die Sache jetzt zurückzulassen und zu sagen, hey, von jetzt an anders, von jetzt an anders weiter, von jetzt an weise Entscheidungen, von jetzt an göttliche Entscheidungen. Vater, ich möchte dich auch bitten für die Menschen, die einfach das möchten so als Ausrüstung nehmen für ihren Weg auch mit dir, ihr Leben mit dir. Herr, dass du uns so parat machst, bereit machst, so zu entscheiden. Jesus, aber über allem möchte ich dich bitten darum, dass du uns hilfst, im Vertrauen auf dich zu leben. Dir zu vertrauen für unseren Weg. Und du wirst es gut machen. Danke dir von ganzem Herzen. Amen. Eine Entscheidung, die wir in unserem Leben alle treffen müssen, ist die Entscheidung, was machen wir mit Gott. Ich weiss nicht, vielleicht bist du da, vielleicht schaust du das im Internet und du hast die Entscheidung noch nie wirklich bewusst getroffen. Ich möchte dir heute einfach so die Einladung von Gott her aussprechen, wo Gott sagt, hey, weisst du was, du bist mir unendlich wichtig. Ich möchte dich einladen zu einem Leben mit mir. Hey, wenn dich das betrifft, komm doch nach dem Gottesdienst vorbei, da auf der linken Seite, auch im Abteilraum hinten, im Ministry Corner, wenn du im Internet schaust, komm in Kontakt mit uns. Hey, wir würden es lieben, mit dir zu beten, mit dir Kontakt aufzunehmen, aber vielmehr dürfen wir wissen, hey, weisst du was, Gott liebt es, mit dir zu sein. Gott liebt dich.
du bist Gott so wichtig und er möchte dich beschenken mit einem Leben mit ihm. Wenn du die Entscheidung noch nie getroffen hast für ein Leben mit ihm, dann hey, heute ist doch dein Tag. Heute ist der Tag, wo du Ja sagen zu Jesus. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.